finde ich, dass er jetzt rausmacht. Schade. Was schon schön war. Boom! Leuchtet tut es eben auch und das ist eigentlich perfekt. Also da geht es nicht. So Leute. Ja, also ich gehe glaube da raus. Gut, hier auch noch nachladen. Light, you can hurt. Ja, das ist noch ein guter Ratschlag. Also vor allem so nach gefühlten 10 Stunden Spielzeit. Balkon. Oh, hast du nicht gesehen. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. Mist. Also jetzt von denen... Autsch. Nightingale, Rohr, Bulldozer und jetzt kommt eigentlich nur Darkness an sich. Wo ich noch wird gegenüberstehen. Ah, da jetzt noch. Eine Box. Batteries, Flares. Revolver brauche ich nicht mehr. Das sieht doch nach einem Fight aus. Ja, shit. Okay, jetzt wird's lustig. Wow, fuck. Und das auch noch? Hey, das ist ja richtig lustig. Wow. Also. Oh, shit, 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 shit. Oh Mann, ich bin mega ungelenk mit dem Ellen am Musik. Also es ist irgendwie nicht darauf ausgelegt, auf Sprinten. Keine Ahnung, aber... Wow. Gut. Next try. Was habe ich da noch? Flares. Wow. Ist schon hinter mir? Ah. Gut, ich glaube, es geht ein Moment, bis ich es geschafft habe. Ich glaube, ich hole mal meine Schaufel. Weil ich muss relativ schnell mit der Kleinen fertig werden. Nummer 1. So, Nummer 2. Und weg. Shit. Scheiße. Find the vehicle ist es. Muss ich überhaupt gegen das Ding kämpfen? Was ist auf der Manuskriptseite gestanden? Ah. The bulldozer's engine roared to life. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed. Okay, das steht gar nicht, wenn man es besiegen kann. Schade. Wäre zu schön gewesen. Wow!
jetzt einfach. Hinten bin ich relativ sicher, weil das Ding nicht reinkommt. Und sie bleiben dort noch hängen. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Au. Also, kann ich da... Oh shit, oh shit. Und mehr Gegner. Kann er gleich, kann er gleich, kann er gleich. Oh, shit. Ah, okay. Jetzt habe ich das Problem erkannt. Ich brauche mehr Batterien. Los, gib ihm. Puh. Das Problem von der Taschenlampe wollte ich sagen, das habe ich erkannt. Weil, sie hat zwar mehr Platz oder mehr Leistung, aber ich brauche mehr Batterien, um sie zu füllen. So, also, Gegner sind auch immer noch. Komm noch, komm. Gut, wär's es gewesen. Ich kann nur meine Munition nachfüllen. Sehr schön. Flares, Batterien. Gut, jetzt bin ich nicht schlecht ausgerüstet. Da geht es nicht lange, bis noch die böse Presence, Darkness mir gegenübersteht. Kaffee. Wobei es wird wahrscheinlich jetzt einen Moment gehen. Ich gehe jetzt fast davon aus, dass jetzt noch irgendeine Konfrontation mit dem Nightingale wird geben. Und, oh Mann. Das. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Okay. Ja, ist doch mal schön, ausnahmsweise mal im... Ach, kann ich da fahren? Okay. Es ist doch mal schön, ausnahmsweise mal in der Sonne ein bisschen zu spielen, weil... Ui, das ist aber schnell gegangen. Little by little, without realizing it, Statt die ganze Zeit im Wald, wenn es dunkel ist. was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the Dark Presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Ich könnte mit dem Jeep fahren, aber ich glaube, ich nehme den Pickup. Ich bin ganz zufrieden damit. Die Handbremse funktioniert nicht schlecht. Ah, ich habe da. Ich
dachte, ich muss zurück auf die Straße, aber ich muss gar nicht. Ah, darum. Hello? Hey, this is Pat Main, and you're listening to KBF FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but Ah, shit. Holy shit. I encountered a big shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass. Not necessarily in that order. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now, because some people just shouldn't be carrying badges. And I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. Also, der Main hat nicht allzu viel Freude am Nightingale gehabt, genau wie ich. Und ich bin immer noch nicht sicher. Ah, das ist eine Brücke, die kaputte Brücke. Und ich bin immer noch nicht genau sicher, was er will. Weil, ja, ich habe es ja vorher schon angesprochen, aber es ist immer ein Rätsel. Hill. Also jetzt sehr viele Autos unterwegs, die einfach niemandem gehören. Das Dixie-Klo. Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. Now, Doc, you were talking about life and finding that special someone, that soulmate. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. Well, see, to me that's strange because I always pegged you as a hopeless romantic. You got me there, Pat. But I think love's where you look for it. And you need to do a lot of looking, sure. But the idea that Also viel rumschauen ist gut. Nachschauen oder rumschauen? Man weiß es nicht. Also es sieht schon langsam nach Mine aus. Oder nach vor. Oh, das war knapp gewesen. Was haben wir denn? Vorstadt kann man nicht sagen, aber so die Umgebung von der Mine. Was ist das? Ist das irgendwie so eine Förderbandlagerhalle? Es knarzt. Hure unangenehm. Shit. Ja, gehen wir mal schauen, was wir da für eine Aussicht haben. Kann ich da nicht auf? Ah, doch. Tada! For Mott, spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Mott hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though, and he liked what he saw. Mott had fantasized about goading Wake into a fight, but it hadn't happened. Still, he'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been promised as much. Mott. Kommt mir bekannt vor, aber... Shit, keine Ahnung. Au! Ich kann ihn nicht verordnen, irgendwie. Schön parkiert habe ich, mitten auf der Straße. Aber ja.
shit. Okay, das ist jetzt nicht so geplant gewesen. Hey. Ah nein, ich habe im Moment gemeint, es sieht genau gleich aus wie vorher auf der Brücke. Aber es ist einfach eine ähnliche. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Ach so. Und ich habe schon ein bisschen den Eindruck, wenn ich ihn schon muss... Oh. Also, wenn ich ihn schon so um die Mittagszeit muss treffen, dann sicher nicht am helllichten Tag verrissen, sondern sehr wahrscheinlich in der Mine, wo es schön dunkel ist. With Nightingale gone and the night wind blowing in through the broken studio window, Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants Wake for a reason, and it's not for anything good. Ja, so viel habe ich auch herausgefunden. Das geht mir auch ein bisschen so. Ah, das ist das mit dem... Mit der Eruption, mit dem Vulkanausbruch, wo auch die Insel auf dem Cauldron Lake zerstört hat. Oder? Ja. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. Und im Dunkeln. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Wake, Where the hell are you? change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around You by want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello? Ach du Shit. Ach Mann. Ja. Auf das habe ich jetzt I eigentlich auch had to get ziemlich to Mirror Lust. Peak. Oder Arsch. Oh, puh. Nein. Wo ist der Ausgang? It was close. Maybe closer than ever Ah. before. Da nicht. Sehr schön. Das heisst, ich gehe mal da runter. Ich dachte, es gibt jetzt eine Rutschparty. Aber das war gar nicht so weit gewesen. Kaffee. Flip. Und machen wir doch ein bisschen Licht. Mist. Ich dachte, das ist ein Lichtschalter. Shotgun. Revolver habe ich genug. Batterien auch. So, bevor irgendwas passiert. When Thomas Zane fell for Barbara Jagger, it happened fast. She was young, vibrant, and beautiful, full of life. He had never been a very happy man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp. She was his muse. Also, alte Schachtel gleich Muse. Oder?
Oh. Schade. Schade, kann ich nicht mehr Revolver-Munition aufnehmen. Ich probiere das einfach mal.